dat Kreuz, der Tod, dort oben der Graf in der Auferstehung, Austern. Das, was wir nicht fotografieren wollen. Austern, das sieht für die ganz meisten Christen das Jahr ganz anders, als das auf das Neue gewohnt sind. Aber ich muss an den Apostel Paulus denken. In Apostelgeschichte 28 lesen wir, wo er als Gefangener nach Rom kam, den hat er am Haus bleiben muss, wenn er ein Gefangener war. Aber von dort aus lesen wir, dass er noch ein Sehen war. Er deut, was er kann, an der Lehre, was er war. Er sagt nicht bloß rum, und man kann sagen, bejammert sich. Er deut, was er kann. Wir von dort aus auch ein Sehen. Und das ist unser Ziel, das Jahr auch. Wie taub mit zwei Gemeinden von Bolivien, eine von Texas und zwei Gemeinden hier von Mexiko, haben geplant, in Osterfast zu merken über Livestream. So, das sind einmal Prediger Stieben von der Gemeinde Gottes in Shalom, Bolivia, Prediger Hans Klusen von Via Gracia, Bolivia, Prediger David Knalsen von Seminole, Texas, und Prediger David Schmidt von der Gemeinde Gottes Calle del Rosal, und ich, John Remmer, von der Gemeinde Gottes hier in Campo 109. Was wir hier geplant haben, ist, wir haben eine Osterkonferenz über das Werken geplant, wo wir Gottesdienste wollen haben. Alle verschiedenen Gemeinden, die wollen im Gottesdienst aufstellen mit Leuten und mit einer Botschaft. So, was wir geplant haben, ist Donnerstagsabends, wird Prediger Stieben in der Gemeinde in Shalom, Bolivia, die wollen den Abend leiten. In der Botschaft, dort wird eine Anleitung sein für diese Osterzeit. Ein Bibelstudium über diese Osterzeit, was du passiert ist und so wieder. Eine Anleitung. Dann Freitagsmorgens, Karfreitag, dann wird die Stunde von Prediger David Schmidt in der Gemeinde in Calle del Rosal gelehrt worden. Dort haben wir jetzt und wo Jesus für uns gelitten hat, wo er gestorben ist und alles betont hat. Die Karfreitag-Botschaft. Freitagsabends, die Stunde wird von uns hier in Neustadt gelehrt worden. Und das sollen evangelistische Botschaften, evangelistische Abend sein, wo wir denken, was tun wir mit dort, was Jesus für uns getan hat. Wo wir glücklich vorbei, oder haben wir all sein, dort wie Jesus selbst braucht. Dann sonntagsmorgens, die Osterbotschaft, die wird Prediger Hans Klusen in der Gemeinde in Via Gracia, Bolivia, wo sie leiden, das geht das Thema, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist. Er ist abgestorben. Er lebt. Und er will mit uns das Leben gut. Dann Sonntagnachmittag haben wir eine Kinderstunde geplant, wo da Lieder gesungen worden, da wurde eine Geschichte verteilt worden, einfach eine Stunde, wo du besonders für die Kinder geeignet ist. Und wir beten dort auch zum Segen dort. Dann sonntagsabends, dann haben wir noch eine Stunde, und der wird von Prediger David Knalsen in der Gemeinde in Seminole gelehrt worden. Und du geht darum, praktisches Christentum. Wo leben wir in das neue Leben, wo Jesus mehrlich merken wird für uns? Wo folgen wir an praktische Dinge, die wir mitnehmen können? So, wir beten, dass diese Stunden wollen in Segen sein. Und wir laden die an, in dieser Zeit auch dabei zu sein, über Livestream. Und wir laden auch an, andere davon wieder zu sein, wenn du weißt, wo du vielleicht Menschen sind, wo du Plattdeutsch gut verstehen kannst und auch tüß sein und auch sagen, hier irgendwo in Botschaften horchen. Oder so, wo du vielleicht durch so schwere Zeiten tun und Jesus vielleicht noch nicht angenommen hat. Vielleicht kann Gott das brauchen, zum Erregen. Diese Botschaften wollen dann auch auf verschiedene Livestreams-Kanals auf YouTube zu sehen sein. So, wenn du nicht das erste Mal dabei sein kannst, du wollen verschiedene Wege sein, wo du danach nur das alles mitleben kannst. Jesus, der kam auf diese Welt. Er war Mensch, er starb, betont alles für dich und für mich, und er stund war vom Toten ab. Und daran denken wir in dieser Osterzeit. Und wir beten, dass diese Osterzeit für dich in besondere Segen wird sein. Noch Gott uns beistehen und verherrlicht worden
en deze tijd.